Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Auf einem Altar stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich heute sprechen. So spricht Paulus 50 nach Christus etwa auf dem Areopag. Der Areopag, kann man sehen, befindet sich unterhalb der Akropolis. Und die Akropolis ist der Ort in Athen, wo mehrere Götter verehrt werden. Deswegen ist der Areopag auch ein besonderer Platz. Früher wurde dort Gericht gehalten. Und zu der Zeit von Paulus ist es der Ort, wo es mehr dann noch um die religiösen Streitfragen geht, wo die Leute zusammengekommen sind. Der Ort hat noch Bedeutung gehabt, aber nicht mehr den es früher hatte. Die Philosophen der Stadt Athen wollen mehr wissen über Gott, über diesen neuen Gott, diesen fremden Gott, den sie anscheinend immer verehrt haben. Aber was ist das für ein Gott? Was ist das für eine neue Religion, fragen die Juden und die Gottesfürchtigen, als Paulus in der Synagoge dort lehrt. Ist das eine neue Weisheitslehre, fragen die Philosophen neugierig. Wer ist dieser neue Gott, den wir unwissend verehren? Paulus sagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Und er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Stellen wir uns die Situation vor in Athen damals. Die Götter wollen bedient werden. Die Götter wollen Opfer bekommen. Die Menschen sind abhängig davon, dass ihre Ernte durch die Gunst der Götter beeinflusst wird. Ja, ihr Segen, ihr Heil, ihr Wohlergehen hängt davon ab. Da kommt der Paulus daher, was mit einem ganz neuen Gottesbild. Soll es etwa nur einen Herrn geben über Himmel und Erde und einen, der eben nicht in den Tempeln wohnt, die von Menschen erbaut worden sind? Ja, aber wo befindet sich dieser Gott? Und wenn er sich nicht von uns abhängig macht, ja, was dann? Dann gibt es ja so etwas wie einen allmächtigen Schöpfer, einen Herrn über allem. Und wir haben als Menschen gar keinen Zugriff durch Opfer auf ihn. Er ist auf uns nicht angewiesen. Das bringt Aufruhr, das bringt Streit. Und Paulus legt noch mal eins drauf und sagt zu den Athenern, er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt. Uns mit allem versorgt, was wir brauchen, ohne dass wir opfern. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Ein Gott, der belebt, ein Gott, der versorgt, ein Gott, der bestimmt und festlegt. Und dann behauptet Paulus auch noch, dass dieser Gott sich von den Menschen finden lassen möchte, dass sie ihn suchen dürfen, spüren können, finden können. Oder wie die neue Genfer Übersetzung sagt, dass die Menschen dazu gebracht werden, nach ihm zu fragen. Nach ihm fragen tun die Philosophen der damaligen Zeit schon lange. Aber sie haben eine ganz andere Vorstellung von diesem Gott. Paulus selber ist ja ein griechisch gebildeter Jude. 50 nach Christus steht er auf dem Areopag. Er kann Griechisch,
er ist gut gebildet, er kennt die hebräische Bibel, den Tanach sehr gut, kennt sich gut aus und er hat römisches Bürgerrecht. Welches Gottesbild verkündet Paulus seinen Zuhörern da in Athen? Machen wir eine kleine Reise ins Alte Testament. Wir haben in unserer Predigtserie gehört von Mose und dem brennenden Dornbusch. Paulus kennt die Schriften des Alten Testamentes sehr gut und beruft sich auf diesen Gott, den er da in Athen verkündet. Für ihn als gläubigen Jude ist die Stelle aus dem 2. Mose eine ganz zentrale Stelle. Da sagt Gott zu seinem Volk: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Paulus kann hier wahrnehmen in den Schriften, dass es einen Gott gibt im Alten Testament, der hört, der die Not sieht und der das Leid von seinem Volk kennt. Auch die laute Klage hört er von seinem Volk. Wir müssen uns das vorstellen in der Situation im Ägypterland. Die Israeliten waren nichts. Sie waren Sklaven, sie waren Arbeitskräfte ohne Rechte. Die laute Klage, die kommt aus dem, wie sie ihren Alltag erleben. In Verfilmungen, Bibelfilmen können wir das wahrnehmen, wie hart die da arbeiten mussten und welches Elend sie erlebt haben. Gott sieht die Not. Gott hört den Schrei. Gott hört die laute Klage von seinem Volk. Und diese Klage ist nicht einfach nur, ist nicht schon ein Gebet, sondern es ist einfach dieses Murren und diese Verzweiflung, diese auswegslose Situation, in der man schon über lange Generationen jetzt in Ägypten ist und wo es scheinbar keinen Ausweg gibt. In dieser Situation begegnet Gott seinem Volk. Er kommt herab, er errettet sie, er führt sie in ein verheißenes Land, in ein gutes, in ein weites Land. In ein Land, wo Honig und Milch und Honig fließt. Angesichts der Situation, die die Israeliten erleben in Ägypten, ist es für sie ein Wahnsinnskontrast, was dort verheißen wird. Gott wendet sich total uneigennützig ihnen zu. Sie haben es nicht sich verdient, aber er hört sie, er nimmt sie wahr, er kommt, um ihre Ketten zu lösen, die sie gefangen halten. Gott schreitet ein, er bricht den Widerstand des Antigottes sozusagen, des Pharaos, der ja auch den Anspruch erhebt, Gottes Sohn zu sein. Gott öffnet die Türen der Gefangenschaft. Die Israeliten glauben schon nicht mehr daran, dass es aus dieser Situation der Sklaverei einen Ausweg gibt. Gott öffnet die Türen, die eine menschliche Macht nicht aufschließen kann. Für das Volk Israel ist Gott zunächst mal ein Befreier. Wir haben ja davon gehört, dass im Alten Testament Gott nicht als Vater beschrieben wird. Aber dieses Bild von Gott als Befreier, der sie mit starker, erhobener Hand herausführt und der ihn in dieser Not der Bedrängnis
seine Gegenwart schenkt, seine Offenbarung, seine Nähe, ist für die Juden heute zu einem zentralen Glaubensbekenntnis geworden. Wenn wir darauf schauen, viele Menschen sagen so, wenn man über die Bibel spricht, im Gespräch, ja, der Gott des Alten Testamentes, das ist doch ein kriegerischer Gott, ein gewalttätiger Gott, ein grimmiger Gott, der Feuer und Schwefel ankündigen lässt und auch über Orte bringen lässt. Und dem gegenüber haben wir als Christen es doch gut, der Gott der Liebe, der Gott der Güte Jesu Christi. Wir merken, wenn wir uns das gerade so anhören, Gott als Befreier, dann ist der Gott des Alten Testaments eben nicht dieser kriegerische Gott, sondern er ist der Gott, der befreit aus der gewalttätigen Situation, wo den Israeliten Gewalt angetan wird. Man kann sich wirklich fragen, wie geht man mit Stellen in der Bibel um, die diese düsteren Geschehnisse beschreiben, die diese düsteren auch Kriegsereignisse beschreiben. Die gibt es eben im Alten Testament auch. Aber man muss sich in die Zeit hineinversetzen und sagen, Krieg in der damaligen Zeit war Realität. Das gehörte zum Alltag dazu. Gott rechtfertigt nicht den Krieg oder die Gewalt, sondern er ist in dem Krieg gegenwärtig, in der Gewaltsituation. Er wird erfahrbar auch in diesen lebensbedrohenden Situationen und offenbart sich in seinem Wesen, wer er wirklich ist. Wenn wir uns in diesen Tagen gerade auch damit beschäftigen, mit dem Thema zum Beispiel islamischer Staat, was da passiert und mit welcher Selbstverständlichkeit die heiligen Schriften der Moslems herangezogen werden, um Gewalt zu begründen und zu rechtfertigen, dann dürfen wir als Christen und Juden auch darauf schauen, dass wir Gewalt und Krieg in unseren Schriften auch finden, aber dass wir einen Gott haben, der daraus hinausführen möchte, der keine Freude hat an Gewalt und an Zerstörung. Nirgends in der Bibel wird Krieg oder Gewalt als Mittel zum Zweck gepriesen oder gerechtfertigt. Stattdessen zeigt uns die Bibel in bestimmten gewaltsamen Taten das Handeln eines Gottes, der ungerechte Situationen beseitigt und so unterdrücken und notleidenden Menschen einen Neuanfang bietet. Wir kennen das von den Propheten. Sie kommen eigentlich nicht, um Unheil zu bringen, sondern um im Namen Gottes die Rettung zu verkünden. Das Volk Israel erfährt, wie stark es von Gott abhängt. Kaum sind sie aus der Sklaverei herausgeführt worden und erfahren in dem, dass Gott ihnen nahe ist, auf dem Weg in das verheißene Land, werden sie in die Wüste geführt. Zwischen dem Land der Unterdrückung, Ägypten, und dem Land der Verheißung liegt eine Wüste, die durchquert werden muss. Und wir fragen uns, warum Gott gerade sich dem Volk Israel auf diese Weise offenbart hat. Warum hat er für sein Volk gerade diese Marschroute durch die Wüste ausgesucht, wo es doch durchs Philisterland viel kürzer gewesen wäre? 2. Mose 13,17 gibt uns eine Antwort und sagt, die Leute könnten sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ Gott sie einen Umweg machen durch die Wüste zum Schilfmeer.
Die Israeliten erleben in der Wüste harte Lebensbedingungen. Sie erleben, wie kostbar das Leben ist und wie leicht verwundbar es ist. Brennende Sonne, Steppen und Schluchten, dürres und düsteres Land, Feuernattern, Skorpione, ausgedörrtes Land ohne Wasser. Sie erleben, wie vergänglich ihr Leben ist. Sie erleben sich manchmal wie Gras, das blüht wie eine Blume des Feldes, aber wenn der Wind darüber fährt, dann ist sie dahin und der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr davon. Sie erfahren Hunger. Und wir fragen uns, wenn es doch dieser Gott mit seinem Volk so gut meint und wenn er es auserwählt hat, warum müssen sie dann Hunger leiden und Not und müssen erleben, vielleicht wie der ein oder andere in der Wüste stirbt? Im 5. Mose heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Wenn wir uns da reinversetzen, vielleicht haben manche von uns schon mal gefastet und richtig Hunger gehabt. Vielleicht haben sie dann auch noch irgendwie eine körperliche Tätigkeit nebenher getan und das hat den Hunger vergrößert, dass man so richtigen Knast hatte. Und dann erlebt man, ja, dass man eigentlich doch gern vom Brot zunächst mal allein leben würde. Es würde einem schon genügen, man bräuchte jetzt nicht unbedingt das Wort Gottes. Aber warum tut Gott das? Ja? Warum lässt er den Hunger zu, wo er doch für sein Volk sorgen will? Eine mögliche Erklärung wäre, dass es eine notwendige Durchgangsstufe ist, um Gott noch tiefer zu vertrauen. Dass Gott uns in Erfahrungen im Leben schickt, wo wir uns, oder dass er sie zulässt, wo wir uns unserer eigenen Verletzlichkeit bewusst werden. Dass die Wüste für die Israeliten zu einer Schule des Gottvertrauens wird, eine Schule auch des Zusammenhalts. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir sind nicht nur ein paar verstreute Sklaven. Wir gehören zusammen. Wir gewinnen Identität als Volk Israel. Wir entwickeln ein Gemeinschaftsgefühl. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann erleben wir, dass das Volk Israel durch diese Erfahrungen der Not und der Gottesnähe in der Not, aber auch das am eigenen Leib spüren, die Verletzlichkeit und die Bedürftigkeit und diese absolute Ohnmächtigkeit und Abhängigkeit von diesem Gott, der so gut auch durch das Manna für sie sorgt, dass sie eben auch ein Verständnis für andere nicht zu ihrem Volk zugehörige entwickeln. Das zeigt sich zum Beispiel an Gesetzen, die wir über die Fremden finden im 3. Buch Mose, wo es heißt, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, gilt das für uns heute auch noch? Der Fremde, das kann ich als Deutscher ja gut sagen, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Diese Erfahrung der Unterdrückung, der Not, der tödlichen Bedrohung macht sie bewusst auch, dass es anderen Menschen ähnlich ergehen kann und macht sie feinfühlig, gibt ihnen Verständnis für die Opfer der Unterdrückung. Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist, denn ihr seid selbst in Ägypten Fremde gewesen.
Israel hat gelernt, dass es keine Rechte hatte. Und selbst das verheißene Land, sagt Gott, das gehört mir, das dürft ihr nicht veräußern, das darf nicht verkauft werden. Das Mitgefühl vom Volk Israel entspringt der eigenen Verwundbarkeit und der Erfahrung, wie groß Gott sich erbarmt. Die Wüste wird zu einem Ort der Prüfungen. Widerstände offenbaren sich im Volk, in jedem Einzelnen. Das Murren ist uns bekannt. Und wir auch erleben Wüsten in unserem Leben, wo wir fragen, warum lässt Gott das in unserem oder in dem Leben anderer Menschen zu? Vielleicht können wir vom Volk Israel lernen, dass sie Wüste nicht als Ziel erlebt hat in ihrer geschichtlichen Erfahrung, sondern als Durchgang, als Weg zum verheißenen Land. Eine Wüste kann ein Ort sein der Prüfung, wo sich Widerstände offenbaren, wo wir sagen in der Umgangssprache, wir sind leidgeprüft. In diesen Situationen offenbaren sich unsere Prioritäten. Was ist uns eigentlich wichtig? Was bedeutet uns das Leben? Wer ist Gott für mich? Wie groß ist mein Vertrauen in Gott? Unser Vertrauen auf Gott wird berührt. Und auch im Leid ist die Frage an das Volk Israel, aber auch an uns, sind wir wirklich bereit, Gott überall nachzufolgen, selbst wenn wir uns scheinbar verirrt haben? Prüfungen können als etwas für unsere Entwicklung Positives betrachtet werden. Vielleicht versetzen sie uns in die Möglichkeit, Fragen aufrichtig zu beantworten. Wenn Gott uns nicht Prüfungen aussetzen würde, vielleicht würde unser Herz weiter schwanken und den widersprüchlichen Strömungen des alltäglichen Lebens dahintreiben. Die Prüfung bietet uns Gelegenheit, zu Gott wieder Ja zu sagen, inmitten von Kummer und Tränen. Die Reise im Alten Testament könnte jetzt fortgesetzt werden zu den Propheten. Es gäbe noch viel zu entdecken. Ich möchte euch da auch einladen, wenn ihr das möchtet, den Literaturtipp weiter zu verfolgen, diese Reise fortzusetzen. Aber ich möchte den Bogen spannen zu dem, was Paulus mit den Philosophen und den Leuten, die auf dem Areopag versammelt sind, sagt. Gott wollte, dass sie, wenn irgendwie möglich, also wir Menschen, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Das haben wir jetzt gerade auch gesehen am Beispiel der Auszugserfahrung und Wüstenerfahrung vom Volk Israel. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, wir verdanken alles, was wir sind. Vielleicht diese Erfahrung, die das Volk Israel da gemacht hat, vielleicht können wir die auch machen in unserem Alltag. Ein Gott, der uns nahe sein möchte, ein Gott, der mit uns durch Wüstenzeiten durchgehen möchte, ein Gott, der uns aber begegnen möchte im Alltag. Vielleicht können wir auch Gott in verschiedenen Situationen als Befreier erleben. Vielleicht machen wir uns selber auf die Reise durchs Alte Testament und setzen die fort und erkennen nochmal ganz andere Seiten von Gott.
wenn Andi uns da provoziert hat, auch mit dem Predigtserie-Titel Gott ist kein Vater, ja, das stellt uns die Frage, was ist er dann im Alten Testament? Er ist, für den Paulus ist Gott ein Vater, wir sind seine Kinder. Aber Gott hat noch ganz andere Seiten. Und dazu möchte er uns einladen, ihm zu begegnen und die zu erkennen. Ich habe jetzt gedacht, ich habe euch 5 Fragen auf dem Blatt abgedruckt. Und ich habe gedacht, ihr könntet mal miteinander so zu 4 oder so zusammengehen und euch 1 oder 2 Fragen auswählen und darüber ins Gespräch kommen. Und wir würden dann mit einem Lied wieder abschließen und dann, wenn das Lied kommt, dann können wir das wieder beenden, das Gespräch.